Hallihallöle, ich bin's wieder, euer Blaster-Ingenieur. Und ja, da haben wir sie. Die Stampede. Ich hab mir jetzt lang davor gedrückt und ich musste sie auch abstauben, bevor ich sie dann auf den Tisch geholt hab. Gut, ich hab das auch ein bisschen halblebig gemacht, ein bisschen Staub ist noch in der Habe. Wir schrauben das da rum und um und dann wird das schon staubfrei. Und ja, irgendwann müssen wir, also das ist jetzt ich glaube der 6. Teil. Ich guck's nochmal nach, bevor ich das Video benenne, dann wisst ihr es wahrscheinlich besser wie ich zum jetzigen Zeitpunkt. Ja, das ist jetzt so lange her, dass ich da dran rumgeschraubt habe, dass wir erst einmal gucken müssen, was denn da überhaupt drin ist. Oder, hätte ich was gedacht, da habe ich seitlich das Netzteil. Das ist jetzt nicht eingesteckt. Eieieiei. Ich hab's jetzt, bevor wir beim letzten Video testen, deswegen können wir davon ausgehen, dass noch gar Gott. Also was wir jetzt heute machen, lang sitzt da mit der Rumprobiererei. Wir machen jetzt einfach mal die komplette Modifikation. Und entweder es geht danach, dann ist gut, dann können wir weitermachen mit dem Ding. Oder es geht nicht. Weiß ich auch nicht. Dann kommen wirklich Schwungrädler, naja, einfach nur Spaß und Freude. Dann wird das wirklich ein Schwungrädler. Einfach nur, weil ich es kann. Wobei, vielleicht kann ich das dann auch nicht. Aber das ist dann eine Geschichte für nächstes Jahr. Und das Jahr gucken wir jetzt einfach das gucken wir heute erstmal. Dass wir da wahrscheinlich dann einmal alles rausholen und Lipo rein. Und da können wir immer noch überlegen, ob man die ganze Sicherheitsgeschichte wieder einbaut oder ob man das sein lassen. Ein bisschen Überreste von der Pfeile. Man gerade gedacht, was ist das für komisches Zeugs. Also, ich schraube mal auf, dann schwätzen wir weiter. Bis gleich. So, irgendwie musste ich gerade vorher an Blind Guardian denken. Aber eher normalerweise mache ich immer so ewig lange Ansagen. Das Mal war es mit 2 Minuten fast schon kurz. Aber das ist auch Blind Guardian, komische Band. Jedes Mal war schlecht Wetter, wenn die auf dem Festival gesehen habe. Aber anderes Thema. Weiter auch noch zurück zu Stampede. Ja, ich glaube, da haben wir die Serie Väter drin. Was wir mal probieren können. Also so richtig gehen tut das Teil noch nicht. Also, ich glaube, was ich heute überlege, schmeißen wir die ganze Elektrik einfach raus. Vertraute den Motor da dann neu. Das habe ich auch schon gedacht. Der Elektriker war genauso wie 2 gleichfarbige Kabel, aber das ist braun da und das ist bloß auf der einen Seite rot, weil das halt so produziert wurde. Das heißt, braun wird Minus sein und rot wird Plus sein. So in etwa. Da müssen wir gucken, den ganz anderen Kladderadatsch vielleicht einfach raus. Oder einfach nicht benutzen. Das heißt, den Schalter brauchen wir. Von dem Schalter gehen wir dann nach hinten auf ein Relais. Weil dann das könnte man eigentlich machen. Dass man da auch noch die Kabel abklemmert. Da hauen wir den Ferritkern raus. Ja, wir haben keine MV-Probleme. Das weiß ich doch. Ja. Auf jeden Fall den Ferritkern raus. Dann haben wir nämlich lang genug Kabel. Das Grün. Weil da könnte es sein, dass man das, ich da nicht aufpasst, dass man das da
der Lipo kurz schließt. Da schließt es da nicht bloß. Nee, das müsste bloß der Motor kurz schließen. Das. Da wäre gescheit Multimeter da gut. Ja, da bin ich jetzt auch am überlegen, was. Gott. Das ist bloß, dass man zumindest äußer haltet, was. Eigentlich würde ich gerne die ganze Sicherheitstechnik erhalten. Weil das ist schon alles recht ausgeklügelt. Und da kannst du schon ordentlich was hinmachen, wenn das alles wegkommt. Ja gut, jetzt sage mir, legt einfach los, weil bei der Stampede habe ich mich schon lange genug voran prokrastiniert. Also das ist aktives Prokrastinieren, dass ich halt anderes Zeugs gemacht habe. Deswegen haben wir jetzt schon den zweiten Entwurf vom ersten Blaster und das Ding ist immer noch nicht fertig. Das ist, gut, die ersten 5 Leute sind halt einfach auf den Keks gegangen. Aber ich dachte, die Zeugs euch trotzdem, dass ihr ausseht, dass mal Dinge nicht so laufen können wie geplant und hoffe, dass euch trotzdem unterhält. Wenn nicht, ruft euch gerne in die Kommentare beschweren. Dann machen wir das da nochmal auf. Vorne den Ding da vorne, den R-Restriktor. Vielleicht hilft das schon ein bisschen was. Ja, das erfahren wir mal und gucken, ob es da noch geht. Dann, bis gleich. Ah, da hatte ich irgendwie nicht das richtige Werkzeug. Jetzt gucken wir mal, ob wir das so hinbringen. Ich habe keine Ahnung. Das habe ich noch nie gemacht. Ich glaube, noch nie erfolgreich. Ich habe einmal so einen Air-Restriktor entfernt. Oh ja, das ist auch nicht so geschickt. Eieiei. Okay, so geht's wahrscheinlich nicht. Die andere Seite. Eieiei. Komm ich da rein? Gut. Ist natürlich jetzt das. Eieiei. Das ist Eudel. Und das Federle kann man auch wegmachen. Das ist Eudel. Das kriegen wir, das wird. Was heißt Eudel? Das ist halt geklebt. So, das sind die Originalfederle. Wie kommen wir da rein mit dem Werkzeug, was ich zur Verfügung habe? Das war. Die halbe wäre es, wenn ich das einfach da noch drehen kann. Oh, ohne das da dabei kaputt zu machen. Ich habe bloß das eine Teil. Und dann bricht halt nur ein bisschen was ab. Das taugt nicht. Ja, scheiße, ne. Muss man da was überlegen. Hätte er noch. Das hätte ich noch. Seile. Jupp. Das war's. Ich hoffe, ihr habt's besser gesehen wie ich. Ihr habt das nicht auf dem Bildschirm geguckt. So. Jetzt haben wir da noch ein bisschen Krust drin. Der Krust muss auch noch raus. Das ist ein Scheiß.
Das haben sie schon richtig gemacht. Seht ihr das? Kann ich euch das zeigen? Nicht ohne. Ja. Das Ding, was das runterdrückt, ist noch den kleinere Schraubenzieher nehmen. Kann man vielleicht. Ja. Also das eigentliche Ding, was den Pfeil hält, ist draußen. Und der seitliche ist jetzt noch das Ding drin, das dann das runterdrückt. Das kann sein, dass das noch Probleme macht. Das will ich dann. Mag keine Probleme. Ja, da habe ich ein bisschen. So. Das ist ein bisschen zusammengequetscht. Vielleicht kriegen wir sie jetzt voll raus. Eieiei. So, sind auch gewiss alle wach, die mit Kopfhörer zugehört haben. Eieiei. Ah, das ist jetzt abgebrochen und rausgeflogen. Das heißt, siehst du das hebt da dahinter. Das ist. Das Federle hätte ich auch gern raus. Das macht nur noch sonst bloß Krach. Oh, jetzt eine dritte Hand. Das. Ai. Ja. Muss so weit raus hier, dass ich kreie. Ai. Sag's euch. Ai. Das wird jedes Mal einfacher. So. Jetzt ist draußen. Okay. Sind nur noch ein bisschen Kunststoffteil drin. Das heißt, aber ein bisschen Gewichtsreduktion. Die müssen einfach auch. Das muss einfach irgendwie gebrochen werden und dann ist das. Das hat jetzt keine Funktion mehr. Oh Gott. Jetzt schon wieder. Jetzt blockiert das ganze Ding. Eieieiei. Ich glaube, ich mache das mal im Schnelldurchlauf. Dann bis gleich. So, draußen ist. Und ich habe jetzt taktische Pause dazu genutzt, das zu putzen. Ja, das ist nicht so spannend anzugucken. Jetzt gucken wir mal. Ich habe da so Federle. Das haben wir schon ein paar Mal eingebaut. Das ist das von innen. Da habe ich noch so Federle. Das ist das von außen. Das haben wir noch gar nicht eingebaut. Ich denke, wenn man das jetzt einbaut, jetzt gehen wir einfach quasi all in. All in. So. Hab keine Schere noch gekriegt. Das ist so das mit dem Prokrastinieren. Wenn man dann muss man sofort loslegen. Weil wenn ich da jetzt noch 5 Sachen hinkriegt hätte, dann hätte ich erst recht keinen Bock auf das Geschäft. Ich habe auch keinen Bock, das Blasterle ewig so halbfertig anzugucken. Deswegen, das ist dann irgendwann mal so der innere Konflikt zwischen, oh, ich habe keinen Bock, das zu machen, aber ich habe auch keinen Bock, das nicht fertig zu kriegen. Das ist, jetzt gehen wir in die Psyche des Blasteringenieurs. Das ist, falls euch interessiert. So, da habe ich dann der Schmutz. Ein bisschen Schmutz noch. Sollen wir die Polsterung auch klein einbauen.
Nichts gedacht. Mag man schöner Tisch. Mein schöner Tisch. Oh, das lag jetzt so lange rum, dass ich mir mein Zeugs nicht mehr zurechtfinde. Die haben wir doch das letzte Mal wieder entfernt. Die Polsterung. Ich hoffe, dass ich da noch genug Flecke ohne Schmutz habe. Ja, ihr macht das nicht so wie ich, sondern wie diese zack. Zuerst ist die Polsterung hin und dann der Schmutz. Und nicht umdreht. Aber gut. Deswegen guckt ihr euch ja die Videos an. Damit ihr das so macht, wie ich es mache, denn nachdem ich es besser weiß. Oder wie ich es mache, denn nachdem ich es 5-mal falsch gemacht habe und irgendwann doch gelernt habe. Wie da die kurze Schraube rein. Aber für die Leute, die meine Streifvideos schon gesehen haben, ja, mit der kurzen und langen Schraube habe ich es nicht so. Ich habe da Angst nicht, dass sich das löst. Oh, da ist doch noch ein bisschen kruscht. So, da. Genau das. Okay. Das heißt, das tue ich da kurz weiß mal einkleben. Runde Billardspieler. Wo ist das jetzt hin? Okay. Das. Hoffen wir, dass das auch ohne Gott. Das, wenn nicht, muss ich mir irgendwann mal überlegen, dass ich das Teil da entwerfe. Und dann jemand findet, der mir das aus Metall macht. Weil das wird sonst, also wenn man das hingeht, das wird der Spaß. Ich kaufe deswegen nicht den Blaster nochmal. So, das ist die stärkere Feder. Da ist der Unterschied so signifikant. Da reicht mein Handmessinstrument. So, der Lappen. Jetzt das muss noch unten. Das habe ich glaube auch schon mal alles falsch gemacht. Das muss nach unten und dann so. So. Ich würde sagen, das mache ich schnell im Schnelldurchlauf. Bis gleich. So, Odele. Jetzt gucken wir mal. Gucken wir mal, was das macht. So, Odele. Jetzt haben wir starke Federn drin. Ja. Das hat auch schon mal besser gehoben. Ah. Und Spannungsquelle aus. Heieiei. Ah. Okay. Das heißt, raucht es irgendwo oder kommt mir das nur so vor? Oder ist es einfach nur, das Ding, das nervt. Das heißt, jetzt geht's. Jetzt habe ich da nur, da ist er auch noch ausgeflogen. Wunderbar. Das heißt, das Ding hat einfach Probleme mit diesem R-Restriktor. Den hätte ich von Anfang an einfach entfernen sollen. Okay. Okay. Wenn das ist. Wenn das wirklich bloß das ist.
dann testen wir mal aus. Ich meine, ich baue da so oder so ein Lipo rein. Oder irgendeinen Akku. Jetzt fällt alles runter. Und auch noch Kamera gewackelt. Heute sind wir ganz professionell unterwegs. So, da haben wir Batterie. Das ist nur. Ich habe das als Zuschauer Short gemacht. Erinnere mich da immer nur noch gerne an meine Streif-Short mit, was weiß ich, wie viel. Was war es? 15 oder 20.000, so war 50.000 auf jeden Fall. Oder Aufrufe. Ein riesen Haufen Likes. Das habe ich nicht erwartet, dass nur weil ich so einen Plaster offen Betriebe habe, dass das irgendjemand so toll findet. Uiuiui. Ja, das war Nein zu die Batterie. Das Gott so nicht. Ui. 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 Und die Federn funktionieren wieder als Schmelzsicherung. Das heißt, brauche da wesentlich mehr Dampf. Da kommen wir mit dem Lipo dann doch nicht drum rum. Mann, die Batterie noch geschnüffelt, nicht, dass da irgendwie komisch riecht. Da seht ihr's. Ja, ist jetzt nicht warm. Aber blau angelaufen sind sie schon. Also, ja, nee. Okay, wir kommen um Lipo nicht drum rum. Das heißt, was wir dann aber machen müssen, um das Idioten sicher zu machen. Ich weiß, wovon ich rede. Da bin ich selber nicht unschuldig. Müssen wir da auch noch die Stecker tauschen, dass ich nicht auf die Idee komme, den Lipo außer sehr da einzustecken. Weil das natürlich, ich meine, das habe ich halt genutzt, weil ich bloß das zur Verfügung habe, aber das ist schon, aber jetzt wollte ich halt so unterschiedliche Stecker bestellt. Ja. Ich glaube, das ist günstiger, wie da mal irgendwie Probleme mit dem Lipo zu haben. Okay, also mit Netzteil Gottes. Das Magazin habe ich auch bloß. Da habe ich das originale Magazin. Mit, was weiß ich, wie viel von den originalen Pfeilen noch. Oh ja, da ist da noch gegangen. Weiß nicht, wie gut ihr das seht, aber die Beleuchtung hilft da echt. Ja, ich schwätze schon wieder so viel, weil ich rumprokrastiniere. So. Überlegen muss, wie ich das am geschicktesten mache. Ob man das, weil ich habe beim besten Willen keine Lust, die ganze Schalter zu tauschen. Also bauen wir da so Klackerdingen sein. Das habe ich ja schon bei diversen anderen Blasters testet. Das müsste eigentlich gerne. Weil ansonsten muss ich mir da was überlegen. Da muss nämlich da dann ein Schalter hin. Das will ich eigentlich nicht machen. Oder ich brauche irgendeine MOSFET-Schaltung oder sowas. Und die will ich. Ja, aber ich habe eigentlich keine Lust, das auszulegen. Ich bin Faulheit von Ingenieuren. Muss ich mal. Also ich jetzt sage, ich gucke mir das in Ruhe an, fange an zu löten und fange an zu verkabeln. Und nachher erzähle ich euch, wie ich es gemacht habe. Weil währenddessen schwätze ich glaube nicht. Das führt zu Fehlern. Also dann, bis gleich.
So, Dele, jetzt gucken wir mal. Ich sage, bevor wir den Anschluss für so Lipo anklemmt und noch einen Schmarrn macht, testen wir das einmal. Weil jetzt gehen nämlich die Motorkabel, die gehen jetzt auf das Relais oder auf die Magnetspule vom Relais und da wird dann der Plus vom Motor geschaltet. Und Minus ist halt einfach nach hinten durchgeschleust. Das heißt, die ganze Sicherheitstechnik, außer dass der Motor kurz geschlossen wird. Weil die bleibt erhalten. Jetzt testen wir das doch mal. Brauchen wir ein Netzteil, bevor wir da dann nachher die Vorrichtung von Lipo anklemmen. So, haben wir wieder 9,4 Volt. Magazin hinein. Und diesmal Einschalter. Ei. Okay. Was habe ich denn die Strombegrenzung gesetzt? 10 Ampere, das ist Maximum. Das geht dann halt nicht mehr aus. Das heißt, dann braucht das Relais mehr. Wenn man das jetzt einfach... Oder habe ich das so... Aber das Relais zieht auf jeden Fall an. Das kann nur sein, dass der... Braucht das zum Anziehen mehr wie... Oder braucht... Ja gut, das ist gar... Der Motor hat doch vorher... Der hat doch vorher funktioniert, wenn ich bloß das Netzteil hatte. Jetzt kann man da mal... Auf 11 Volt. Ah, jetzt kommt das nicht zurück. Oh Gott, das hier ist nicht zurück. Das ist scheiße. Was machen wir da jetzt? Jetzt ist es zurück. Ja. Jetzt, okay. Riskieren wir so und klemmen wir den Lipo an. Oder klemmen wir zuerst die EMF an und hoffen, dass es damit auch Gott. Das können wir eigentlich beides machen. Weil der Netzteil Gott nicht. Das heißt, das Netzteil hat da wieder. Aber das wundert mich halt, weil das hat ja. Mein Vorher hat das ja funktioniert mit dem Netzteil. Das heißt, dann braucht das Relais jetzt gerade so viel Strom mehr, dass das. Oder hat das
Ich weiß es nicht, warum das jetzt eine Strombegrenzung Gott ist. Das gerade so, dass es an der Grenze ist. Das Netzteil zeigt mir das halt auch nicht so sauber an, wie ich es gerne hätte. Jetzt gucken wir noch mal kurz drauf. Ist lieber zweites Mal testet, wie noch irgendwas heg macht, was ich nicht heben machen möchte. So. Was sind da? Das Zeug sagt nicht, dass es nur Strombegrenzung ist. Das ist halt das Fiese. Und es sagt jetzt 1 Ampere. Und die Strombegrenzung ist angeblich auf 10 Ampere. Die auf 2 Ampere mal setzt. Das ist wahrscheinlich schon eine Strombegrenzung, aber das ist, also, ja, das wüsste ich halt schon gern, wenn das denn die Strombegrenzung, Gott, das, also irgendwie, und das ist ja okay. Was haben wir denn leistungsmäßig? Oder ist das eine Leistungsbegrenzung, die wir zusätzlich noch haben? Dass das, weil wir sind bei 1 Ampere, also wenn das rein von der Strombegrenzung kann es nicht sein. Die Leistung kann ich halt nicht einstellen. Ja, das Problem hatten wir ja schon mal mit der Swordfish. Und dann hat es dann doch geklappt. Die ist halt, ja, das ist jetzt nicht das leistungsfähigste Netzteil. Also, das hätte ich euch nicht empfehlen. Für ein bisschen Spielerei und so mit LEDs was probieren und so ist okay. Das ist irgendwo Angabe, was das an Leistung kann. Also nicht mal gucken, dass ich mich da. Ja, Leistung hat es keine. Das hat bloß Spannung 30 Volt und Strom 10 Ampere. Aber keine Maximalleistung. Ja. Hätte ich vielleicht auch Beschreibung durchlesen sollen. Ja, was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Oh. Ja, heute kriegt er von mir eine Schulung. Wie verhindere ich Prokrastination? Anleitung vom Blaster-Ingenieur. Ja, einfach anfangen und nicht aufhören. Dann müsste jetzt eigentlich bloß... Ja, komm. Wenn ich jetzt sage, bevor wir dann nachher gleich auf die Dinge gehen, probieren wir das mit ihm aus. Ich muss jetzt bloß noch da einer hinter die Schnittstelle anlöten. Der Rest ist jetzt eigentlich schon gemacht. Da dürfte jetzt auch nichts groß passieren. Also komm, das machen wir. Dann bis gleich. So, und jetzt kommt der Moment, vor dem ich mich ewig versucht habe zu drücken. Das ist richtig zu testen. Und ja, da sind jetzt die EMRs drin. Bin mal gespannt, das Kabel, das ist halt doch ein bisschen dünn. Aber das ist rot auf rot. Und okay, das ist nicht gut. Das sollte man dann. Das ist das irgendwie. Um Gottes Willen zurück. Oder ist das zurückgegangen? Aber hat nicht geschossen. Ah.
haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, ja. Das ist nicht, auch nicht irgendwie im Lauf drin, sondern das ist einfach. Das ist jetzt schon wieder zurück. Also, das ist jetzt nicht ausgelöst. Okay. Und ein. Warum schießt das kurz? Warte mal. Ah, ist das. Die ist jetzt weggeflogen. Ah, ja, ja, ja. Okay. Das schießt halt gar nicht. Eieieiei. Also, es schießt schon in dem Sinne, dass es den Pfeil rausquetscht, aber das war's auch. Ja, so was nicht gegangen. Die Klappe da oben geht mir auf den Nerven. Also prinzipiell Gott's, aber halt doch irgendwie nicht. Also, das hier ist die Pfeil raus, aber halt nicht mit Kraft. Oh. Gottes sei, dass das. Ah. Oh, so richtig aus. Also, die Pfeil fallen halt von und aus. Ah, das hätte ich mir jetzt das Video in Ruhe angucken können, während ich das ganze Zeugs bedienen. Das kann sein, dass man da Hanna. Jetzt. Okay, ich glaube, ich muss mir das Video mal angucken und dann machen wir dann einen weiteren Teil. Weil es scheint elektrisch zu funktionieren und auch genug Kraft zu haben. Aber irgendwie löst das wieder nicht. Ja. Da seht ihr, wir sind alle in Umlauf, denn das ist halt. Ich
Muss man das in Ruhe angucken. Ich sehe jetzt einen Fehler auf Anhieb nicht. Also das müsst ihr eigentlich... Mal schauen wir mal ein bisschen Platz. Eigentlich so nach vorne gegangen. Dann löst es. Dann löst es nicht aus. Das. Boah. Uiuiui. Das wird das irgendwann mal rauslösen. Da ist wohl irgendwie, hab ich das löst zu spät. Das löst nicht richtig aus. Deswegen schießt die Pfeil bloß nach vorne. Oh je. Und ich habe halt nicht genug Kraft dafür. Ich muss mir das im Video mal gucken, wie das, weil das ist kein jetzt, das ist jetzt blöd für euch, aber ja, da jetzt irgendwas Überraschendes zu machen, wäre auch blöd, weil wenn ich da jetzt noch ein Lipo einbaue und mir das Ding abbraucht, das will ich auch nicht. Aber das kann schon sein, dass das da noch nicht auslöst, oder deswegen das einfach, dass das nicht rechtzeitig auslöst. Da. So, kriege ich das so weit nach vorne. Jetzt löst es aus. Das hilft jetzt alles nichts. Ich mache das Video für heute fertig. Ihr lasst ein Abo da, drückt jetzt Längerle und dann machen wir weitere Teil. Ich muss mir das in Ruhe angucken. Vielleicht finde ich dann den Fehler. Und dann kriegen wir das Problem auch irgendwann mal in den Griff. Also das muss nicht, dass das ganze Motor und alles nicht genug Kraft hat. Ich gucke mir das in Ruhe an, bevor man da irgendwas macht. Dann wünsche ich euch viel Spaß beim Basteln und hoffe, dass euch unterhalten hat. Euer Blaster-Ingenieur. So, bevor wir das heutige Video beendet, noch kurzer Nachtrag. Also ich glaube, das war alles. Hab dann nochmal schnell recherchiert und dann machen wir noch zusätzliche Video dazu. Aber ich glaube, das war alles nicht so clever mit den Batterien. Also mit Netzteil ist, glaube ich, kein Problem, das müsste es aushalten, aber ja, die IMRs, die halten, glaube ich, nicht so viel Strom aus, wie das Ding da braucht. Also, ja, da machen wir im nächsten Video was dazu. Und da habe ich auch ein bisschen recherchiert und alles und das guckt und ich glaube, die IMRs, je nachdem, also welche Quelle ich da trauen kann, liefern bloß 15 Ampere, die ich da habe. Also alle drei zusammen. Und das ist wahrscheinlich ein bisschen zu wenig für das Ganze da hinten. Und dann machen wir ein nächstes Video dazu und dann testen wir den Lipo zum Schluss. Und dann dürfte es hoffentlich dann jetzt klappen. Ja, das wollte ich jetzt einfach nochmal zum Schluss. Also, sollte die Dinge erst nachmachen, wenn ich mir wirklich sicher bin. Also, vor allem immer alles auf eigene Verantwortung. Seid ja kluge Leute auch selber. Also ich probiere halt manche Dinge. Und manchmal ist ganz gut, dass andere Leute so einen Angstfaktor eingerechnet haben oder einen Idiotenfaktor. Das hat man, glaube ich, nicht aufhören. Deswegen löst das wahrscheinlich der Honor auch nicht aus. Ja, das einfach nicht die Kraft hat, da ganz nach vorne zu gehen. Das wird wahrscheinlich der Hauptgrund sein.
Ah ja, aber das habe ich, glaube bei der Federmodifikation auch nirgends gefunden. Da muss ich nochmal genau nachgucken. Da war eine Anleitung dabei. Da müsste eigentlich in der Anleitung dann ein Hinweis, dass man dann irgendwie, ja, die Stromzufuhr da ein bisschen steigern muss. Das muss ich nochmal gucken, ob das da denn war, ne? Bevor ich jetzt sage, vielleicht habe ich es auch einfach überlesen. Das gucke ich mir mal an, und wenn nicht, ja, das ist dann ein bisschen angeschickt, wenn das nicht drin steht, aber so ist halt manchmal. Ja, das weiß ich auch, das braucht einfach mehr Power, mehr Power. Und machen wir nächstes Video. Also, lasst auf jeden Fall ein Abo da, trägt das Längele, dann kriegt ihr das mit. Und macht nicht einfach gedankenlos nach, was ich mache. Vor allem nicht, wenn es nicht funktioniert. Also, deswegen mache ich das, dass ihr es nicht falsch machen müsst. Da guckt ihr da so lange zu, bis ich da mal einen Stand habe, wo ich sage, okay, der funktioniert jetzt. Und selbst dann ist das alles mit mal Vorsicht zu genießen. Und alles auf eigene Verantwortung, ist doch klar. Ich meine, das gilt bei so Basteleien sowieso. Dann euch viel Erfolg beim Basteln, euer Blasteringenieur.